bei Rita und Reto, der Kochsendung mit Salz und Schmalz. Ich bin Rita. Yes, and I am Reto. Wow, Reto, du bist ja so anders heute. Ja, ich bin in England und habe mich weitergebildet, you know. Wow, in Englisch? Quatsch, in Englisch, no, im Cooking, you know. Ich habe gemacht einen englischen Kochkurs. Aber Reto, seit wann können denn die Engländer kochen? Seit in England ist Kochen cool, you know. Aha, und was machen wir heute? Wie wär's mit eine coole englische Menü? Klingt interessant. Was genau? Oliver. Oliven? Ja, yeah. Oliver nach Jamie Art. Jamie Oliver. Klingt gut. Kann ich helfen? Ja, of course, du kannst helfen. Du kannst auftun, die Fleischkonserven. Ja, ist wichtig in der englischen Küche, immer alles frisch auftun. Ja. Und was machst du? Ich tue die Zwiebeln hacken, you know? In der typischen englischen Manier, immer schön mit locker und Schwung und Ruhe, verstehst du? Wow, Reto, du machst ja richtig Rock'n'Roll. Of course, du kannst auftun die Oliven. Schön rein, ja, genau so. Eine rassige Küche lehrst du uns, Reto. So, jetzt kommt das Fleisch rein. So. Oh, er was nicht mit der Löffel, alles rein. Alles rein. Ja, das ist die englische Küche. Ja. Nachher von dem? Ja, ein bisschen Wasser, ein bisschen auf an der Rand, alles rauf. Genau, sehr gut, machst du Rita. Hervorragend. Sollen wir noch ein bisschen mit dem Schwingbesen für zusätzlichen Schwung? Ich glaube, du musst auf der Seite, weil jetzt kommt mit Schwung der Zwiebeln. Der Zwiebeln. Ja, genau. So, und jetzt auf den Herd und für 10 Sekunden. Nicht mehr als 10 Sekunden auf der mittleren Hitze. Ja, wir können abzählen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fertig! Ja, du kannst springen! So. Ui, jetzt bin ich aber gespannt. Wenn wir mal unseren Zuschauern zeigen, ob es schmeckt. Of course, und zwar auf die typical English art. Originell. Cheers! That's cool. Ja, stimmt. Es ist ganz kühl. Ja, wenn Sie wissen wollen, ob der Reto seinen englischen Akzent wieder losgeworden ist, dann schalten Sie einfach ein, wenn es wieder heisst Rita And Reto. Bye, bye. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu Ihrer Lieblingskochsendung Rita. und Reto. Ich bin der Reto. Und ich bin Rita. Heute zeigen wir Ihnen etwas super mega Feines. Wir fangen gerade an mit dem Fleisch. Schauen Sie sich mal das schöne Rindsfilet an. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Apropos Wasser, ich bereite mal Pommes Duchesse vor. Mach das, lieber Reto. Und wir schneiden in der Zwischenzeit von dem Rindsfilet 3 Medaillons ab. Etwa 2 cm dick. So, das geht wie durch Butter. Schön. Und die legen wir jetzt in die heiße Bratpfanne rein. Und braten es auf jeder Seite 1 Minute lang. In der Zwischenzeit schauen wir mal, wie es dem Reto geht. Wie geht's, Reto? Mir geht's ausgezeichnet, Rita. In der Zwischenzeit habe ich natürlich, wie ein Bisiwetter, 4 grosse Herdöpfel durchs Pass mit durchgelassen, mit ein paar Tropfen Olivenöl und Muskat zu einer feinen Masse verrührt. Die Masse hier in den Dressiersack hinein und mache jetzt hier feine Pommes Duchesse Makrönchen. So, und jetzt kommen die so in den Backofen. Und die Pommes Duchesse, die haben wir im Vorfeld schon mal vorbereitet. Oh, schön sind sie geworden. Kompliment. Ja, so, und jetzt kommen die hier rein. Und schön, vorsichtig, ja? Ja, vorsichtig, dass sie nicht kaputt gehen. Genau. Fein. Ja, jetzt hast du das Fleisch Schön, rein tun. ja. Jawohl. Gerade alle drei. Das ist ein Duft. Ja. So. Schön. Wunderbar. So, Deckel drauf. Ganz platt. Das ist noch. Und los. Ui, Reto gibt aber Vollgas. Ja. Alles Roger, Reto. Das sieht sehr gut aus, Rita. So, das langt. Das schmeckt. So, das ist vorbereitet. Ha? So, und schön, ganz schön dekorieren. Denken Sie daran, man isst ja auch immer mit dem Auge. So, da noch ein Basilikumblättchen. Voilà.
Wunderbar. Danke vielmals. Bitte? Ein guter. Ein guter? Feine Wienerli am Rindsmedaillon Pomme Duchesse Öseli. Einmal Wienerli, immer Wienerli. Schaltet Sie die nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heisst Rita? und Reto. Gut, hä? Mal schauen. Herzlich willkommen zu Rita und Reto, der Kochsendung für die ganze Familie. Ich bin der Reto. Und ich bin die Rita. Heute haben wir eine Überraschung für Sie. Eine Mordsüberraschung, und zwar da, in diesem schönen Topf hinein. Jetzt schau mal, Reto, wie gespannt unsere Zuschauer sind. Was meinst du? Willst du den Deckel und das Geheimnis lüften? Dein Wunsch ist mir Befehl, Rita. Jesus, wie herzig. Ein Häschen. Das ist nicht einfach ein Häsli, das ist der Hoppel. Der Hoppel? Tönt spannend. Willst du ihn uns mal vorstellen? Der Hoppel ist ganz ein spezielles Häsli. Er kann Männchen machen, er kommt, wenn man ihn ruft, und er ist vor allem ganz fest kützlig hinter den Ohren. Allerliebst. Und was machen wir jetzt mit dem herzigen Schnügel? Was auch, Rita? Ein feiner Hasenbraten. Ein Hasenbraten? Ah, du meinst sicher ein Hoppelbraten. Genau, Hopp in den Ofen. Aber zuerst müssen wir den Hoppel natürlich metzgen. Wir wollen ja nicht, dass er leiden muss, wenn er brötelt. Sag, wie schlachtet man so ein Häsli? Am besten geht's mit dem Hackbeil. Ui, das ist aber ein Mordsgerät. Wichtig ist, dass sie sauber zielen. Und den Hoppel schön hinter den Öhrchen verwischen, wo er am meisten kützelig ist. So, dann wollen wir mal schauen. So, kommst du, Hoppeli, komm, etwas schön zielen hinter den Ohren. Aber Reto, doch nicht vor der Kamera. Es schauen doch noch Kinder zu. Ja, natürlich. Wir hoppeln hinterher und wir sehen uns später wieder. Komm, Hoppeli, komm. Mach's gut. Und währenddem der Reto unseren Schatz in aller Ruhe fertig macht, zeige ich Ihnen, wie man Rosmarinherdöpfel zubereitet. Man schneidet die geschälten Herdöpfel in Scheibchen. Komm, nicht weg, komm. Dann tun wir eine Gratinform mit diesen Scheibchen auslegen. Ich habe da schon etwas vorbereitet. So, und jetzt kommt der Rahmen drüber. Aber jetzt geht's dran, Krankensack. So, und jetzt tun wir Rosmarin drüber. Achten Sie darauf, dass er gut verteilt ist. Und das Ganze kommt jetzt in vorgeheizten Ofen bei 180 Grad. Eine halbe Stunde. Jetzt wären wir eigentlich parat für den Hasenbraten. Reto! Ah, da bist du ja. Wo hast du den Hoppel? Ich kann ihn laufen lassen, Rita. Ich kann zwar sehr gerne Hasenbraten, aber noch viel lieber habe ich den Hoppel. Ja, und was machen wir jetzt zu den Rosmarinherdöpfeln? Ich habe etwas da, wo der Hoppel auch gerne hat. Ein Rüebli! Und wenn Sie, liebe Zuschauer, wissen wollen, wie man ein feines Rüebli im Ofen zubereitet, dann schalten Sie auch die nächste Woche ein, wenn es wieder heisst Rita und... Hoppel, runter! Du Scheiße, runter! Sunlight hurts my